Und mit seinem Beitrag zur Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, der Christ und die Welt von heute, wird unter dem Vorzeichen des berühmten Begriffes des Aggiornamento der Auftrag der Kirche und des Konzils betont, die unverbrüchliche Wahrheit des Glaubens neu zu bedenken, neu zu verkünden, ohne den missverständlichen Gang einer Anpassung zu bestreiten, um den Übergang vom Pascha-Geheimnis, vom österlichen Übergang zu beschreiben, in dem sich das Wesen der Kirche vollzieht. Im Rahmen dieses Beitrags stellt Ratzinger die Frage, was heißt Welt? Und gibt darauf folgende Antworten. Zunächst erscheint die Welt als etwas, was der Mensch vorfindet, sich seiner eigenen gestalterischen Möglichkeiten entziehendes, und für uns im Glauben bedeutet dies die Erkenntnis, dass die Welt Schöpfung Gottes ist, die er aus seiner überbordenden Liebe heraus gestaltet hat, als Ausdruck seiner inneren, ihm wesenhaft eigenen Kommunikation. Gott ist in dieser Theorie von Welt eben Communio, Kommunikation, Liebe, die sich mitteilen will, weil Liebe sich immer mitteilt. Aber es ist natürlich klar in unserer Zeit, dass Welt nicht mehr bloße Schöpfung ist. Wir treffen immer auf eine bereits von Menschen gestaltete und geprägte Welt. Die kulturprägende Kraft menschlicher Bereitschaft und Kompetenz drückt sich in der Heiligen Schrift schon auch auf besondere Weise in der komplexen Weite des gemeinschaftlichen Lebens aus. Die Stadt wird im Bild der vom Himmel herabsteigenden neuen Stadt zum anschaulichen Symbol für die Vollendung der Welt. Stadt und Moderne sind, wie wir wissen, eine Einheit für das menschliche Gestalten der gegenwärtigen Lebenssituation. Dazu gehören Technik, Kultur, Zivilisation, Kommunikation. Für Josef Ratzinger ist klar, dass es weder eine Verneinung und Dämonisierung noch eine unkritische Glorifizierung der menschlichen Leistungen geben kann. Die entscheidenden Kriterien liegen nicht in der Machbarkeit, im reinen Utilitarismus, sondern in der Erkenntnis, dass das Geschöpf Mensch seine Bedeutung und seine Herkunft erkennt als Geschöpf Gottes, woraus sich die ethischen Fragen ebenso erläutern lassen wie der Zugang zur Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft, als sich wechselseitig korrigierende Größen im Menschen. Noch ein Hinweis sei genannt, wie komplex und zugleich brüchig das Verhältnis des Menschen zur Welt bzw. zur Moderne ist, wird erst deutlich, wenn man Mensch und Welt als zwei sich fremd gegenüberstehende, unverbundene Größen wahrnimmt, aber der Mensch ist Welt und er hat die Möglichkeit allerdings auch, sich gegen das Göttliche zu entscheiden und für das Innerweltliche, von dem Johannes von dieser Welt spricht. Paulus meint dieses Ziel, wenn er den gegenwärtigen Äon zitiert. Aus unserer Sicht wäre die Entscheidung gegen das Ewige auch eine Entscheidung gegen den Menschen und die Welt wäre ein negativ besetzter Ort. Für Josef Ratzinger zeigt sich in diesen Beschreibungen der Welt während des Zweiten Vatikanischen Konzils eines ganz besonders. Die Welt ist nicht der Feind des Glaubens, den es gilt zu verneinen. Und auch die Diskussion um die Entweltlichung der Kirche heißt nicht, die Welt als Böses gegenüber zur Kirche zu verstehen. Es geht ihm vielmehr um eine kritische Distanz zu all den Dingen in der Welt, die dem Menschen den Zugang zu Gott versperrt, ihm das Heil als etwas rein Innerweltliches beschreiben möchten und ihn auf diese Weise auf eine eindimensionale Gestalt reduzieren, die Heil zu einem Werbeträger des Konsums umfunktionieren. Entweltlichung heißt nicht nur die Frage der Struktur oder der Institutionen, sondern es ist eine soteriologische Frage, Heil als nicht in dieser Welt vorfindbare Größe, die von Gott allein ausgeht. Bei seiner Predigt zur Eröffnung des Konklaves, aus dem er selbst als Papst hervorging, bezieht er sich auf die Diktatur des Relativismus
die weder Wahrheit noch Normativität als gegeben annehmen möchte, um Verbindlichkeit, vor allem im religiösen Bereich, als menschliche Konstrukte zu entlarven. In dieser programmatischen Verneinung der Transzendenz liegen Gefahren, die sich mit den Erfahrungen aus der Geschichte herauslesen lassen, nämlich die Vergötzung des Menschen führte zu Intoleranz und zum Totalitarismus, das Recht des Stärkeren löste das christliche Menschenbild ab und gerade in Deutschland wurde der neue Mensch als Übermensch zum Sinnbild für millionenfachen Mord und der Verwüstung eines ganzen Kontinents vor noch nicht allzu langer Zeit. Und in der Moderne wird der Vernunftbegriff gerne als die noble Variante eines aggressiven, antikirchlichen Denkens präsentiert, das der Kirche eine Nische in der Welt zwar zugestattet steht, aber nur in einem kleinen, subjektiven, privaten Raum, der lediglich als Subkultur eine Berechtigung hat. Wenn Moderne darin besteht, die Wahrheit als unantastbare Größe und als Korrektiv für die Menschheit zu verneinen, wird am Ende die Unvernunft eine erneute Anfrage an den Wert des Einzelnen werden. Wenn die Moderne darin besteht, Religion, alle Religionen, als unvernünftige Wirklichkeitsbewältigung zu disqualifizieren, dann verschwindet sie aus dem öffentlichen Diskurs. Wenn Moderne die Religion als pädagogisches Mittel einsetzen möchte, um Menschen Grundwerte für das Gelingen des Staatswesens beizubringen, dann werden ethische Grundlagen, die sich aus der christlichen Anthropologie und Ethik ergeben, zum bloßen Instrument von Bevormundung und Unterdrückung. Ja, das sind Fragestellungen, die für den Europagedanken enorm bedeutsam sind. Wird in der Moderne die Frage nach der Wahrheit und nach der Religion letztlich nicht mehr gestellt? Und wenn ja, dann nur um sie zu instrumentalisieren? Wird die Vernunft in der Moderne zum Inbegriff der Frage, wie funktioniert etwas? Aber genau darin liegt das Problem, das Ratzinger bereits 1987 herausgestellt hat. Ich zitiere: Verzichtet die Vernunft auf die Frage nach der Wahrheit und untersucht nur noch die der Machbarkeit, hat sie als Vernunft im Grunde abgedankt. Und gerade deshalb braucht die Welt und der Mensch eine Vernunft, die sich auf das Göttliche ihr gegenüber einlässt. In Jesus Christus hat der göttliche Logos menschliche Gestalt angenommen und das ist der von der Vernunft gelehrte Glaube und die Vernunft, die zum Glauben führt, zur Freiheit kommt und nach dem Gewissen handelt. Ich zitiere: Nicht mit dem Logos zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Dieser Satz aus der 2006 in Regensburg gehaltenen Vorlesung ist die Beschreibung der Korrelation von Glaube und Vernunft. Vernunft und Glaube werden bei Benedikt als Gesprächspartner verstanden, die sich aus ihrer jeweiligen konkreten Bestimmung heraus als Lernende und Lehrende erläutern lassen. Und er sieht für beide Partner, für Vernunft und Glaube, die Gefahren, die sich ergeben, wenn sie isoliert nebeneinander stehen oder sogar feindlich gegenüber. In der Religion gibt es gefährliche Pathologien, die es unbedingt notwendig machen, das göttliche Licht der Vernunft als Korrektiv anzunehmen. Wenn es gilt, ich zitiere, nicht mit dem Logos zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider, dann bedarf die Religion, jede Religion, der Vernunft als eingreifendes, ordnendes und vielleicht sogar notwendig reinigendes Prinzip. Aber nicht verstanden in einem der Religion von außen hinzutretendes Korrektiv, sondern als das Freilegen der Vernunft, die der Religion wesenhaft eigen ist, denn schließlich liegt ihr Ursprung im Logos, in Gott selbst. Gilt zwar die Vernunft als Ergebnis menschlicher Entwicklung, als historisches Statement der französischen Revolution oder der englischen und deutschen Aufklärer, man denke an Hobbes oder Kant, dass die moderne Geisteswelt zur Vollendung gebracht hätte,
so überhöht sich die Moderne doch in ihrer Siegesgewissheit, alle Religionen ad absurdum geführt zu haben. Der Grundfehler dieser Haltung ist das Ausblenden der Vernünftigkeit des Glaubens, der sich nicht im Nachhinein vernünftig zeigt, sondern der aus der allgegenwärtigen Vernunft des ewigen Wortes, des Logos, entsteht. Bereits im Jahr 2000, im Vorwort zur Neuausgabe der Einführung in das Christentum, gibt es eine weitere Wortmeldung des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, die sein Streben nach der Durchdringung der Problematik bezeugt. Ich zitiere: Logos heißt Vernunft, Sinn, aber auch Wort. Und in der Interpretation des ersten Kapitels des Johannesevangeliums identifiziert Ratzinger den Logos so mit Gott, dass daraus Konsequenzen für die Begriffe Welt und Mensch deutlich werden. Er schreibt: Der Gott, der Logos ist, verbürgt uns die Vernünftigkeit der Welt, die Vernünftigkeit unseres Seins. Hier könnten Linien gezogen werden zum weiten Themenfeld des Menschen als Geschöpf Gottes, des Logos, der Vernunft als Wesen des Dialogs mit Gott, aber auch des Gesprächs mit den Kulturen der Erde, mit den geistigen Strömungen der Moderne, mit verfeindeten Kriegsparteien und so weiter und so fort. Hier spielen auch schon die Gedanken eine Rolle, die am Ende der Regensburger Vorlesung gestanden sind, nämlich die Einladung, in den großen Logos, in diese Weite der Vernunft einzutreten, mit dem der Dialog der Kulturen, das Ringen mit den Phänomenen der Gegenwart und den Philosophien der Moderne und ihre Entfaltung im alltäglichen Leben der Menschen erst ermöglicht werden. Aber im umgekehrten Fall, es gibt auch in der Moderne und in der Vernunft gefährliche Pathologien, deren Tragweite vielleicht erst Benedikt XVI. Genau benannt hat. Er sagt, eine Hybris der Vernunft, die nicht minder gefährlich, sondern von ihrer potenziellen Effizienz her noch bedrohlicher ist, wird in dem Menschen zur Verfügung stehenden Vernichtungspotenzial deutlich, aber auch in der Reduzierung des Menschen auf die Ebene der reinen Machtbarkeit. Er wird in der Ablösung von ihm übergeordneten, allen übergeordneten Normen zur Ware, zum Produkt degradiert. Hörbereitschaft, sagt Ratzinger einmal, gegenüber den großen religiösen Überlieferungen der Menschheit lernen, schützt die Vernunft vor ihren zerstörerischen Möglichkeiten, denn die Religionen setzen auf ein anderes Menschenbild, das Würde, Vertrauen, Rechte mit einbezieht, die sich aus der Schöpfungsordnung und der Geschöpflichkeit des Menschen her ergeben, aus seiner Herkunft aus Gott und nicht aus einem unmenschlichen, rein funktionalen Naturbegriff, der auch die Natur ihres Eigenwertes beraubt. In seiner Ansprache im Deutschen Bundestag 2011 spitzt Benedikt diese Äußerung zu, wenn er sagt, ich zitiere: Ein positivistischer Naturbegriff, der die Natur rein funktional versteht, so wie die Naturwissenschaften sie erkennt, kann keine Brücke zu Ethos und Recht herstellen, sondern wiederum nur funktionale Antworten hervorrufen. Das Gleiche gilt aber auch für die Vernunft in einem positivistischen, weithin als allein wissenschaftlich angesehenen Verständnis. Was nicht verifizierbar oder falsifizierbar ist, gehört danach nicht in den Bereich der Vernunft im strengen Sinn. Deshalb müssen Ethos und Religion dem Raum des Subjektiven zugewiesen werden und fallen aus dem Bereich der Vernunft im strengen Sinn des Wortes heraus. Wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewusstsein weithin der Fall, da sind die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. Ratzinger resümiert bereits in seinem Vortrag, den er 2004 in München in der Katholischen Akademie in Bayern als einen Redebeitrag in die Diskussion mit Jürgen Habermas gehalten hat. Ich zitiere: Ich würde demgemäß von einer notwendigen Korrelationalität von Vernunft und Glaube,
Vernunft und Religion sprechen, die zu gegenseitiger Reinigung und Heilung berufen sind und sich gegenseitig brauchen und das gegenseitig anerkennen müssen. Welche Relevanz die Korrelationalität von Glaube und Vernunft, von Kirche und Moderne besitzt, zeigt die wegen des Widerstands liberaler Kräfte mit dem Anspruch auf Toleranz abgesagte Rede an der römischen Universität La Sapienza. Es ging um die Gesamtsicht auf die menschliche Existenz, um ein sich auf den Weg machen, der die Wirklichkeit zusammenführt. Und in erster Linie bestrebt um die Einheit des Volkes Gottes, ist aber zugleich unweigerlich die ganze Menschheit gemeint, denn die Verkündigung des Evangeliums ist nicht in engen Grenzen menschlicher Segmentierung unterworfen. Als universale Kirche wird sie selbst zur Zeugin für einen Glauben, der weder politische, nationale oder ethnische Barrieren kennt, wodurch der Papst auch zu einer Stimme der moralischen Vernunft für alle Menschen wird. Auch außerhalb der Kirche und des Christentums wird die Stimme der Päpste vernommen. Ob man ihr folgen will oder nicht, ist dem Willen des Einzelnen sicher unterstellt. Aber sie bleibt eine Stimme in der Welt, die auch die Moderne vernimmt, vielleicht sogar Respekt abverlangt und im besten Fall sogar zustimmt und nachfolgt. Worin aber besteht diese Vernünftigkeit des Glaubens? Ein Kriterium besteht in ihrer geschichtlichen Vergewisserung. Vernünftige Lehren bauen auf Traditionen auf, die im Laufe der Geschichte hinreichende, vernünftige Gründe für die jeweilige Lehre entwickelt haben. Sie sind also einsichtig geworden, weil es Reflexion und intensive Diskussion darüber gegeben hat. Vernunft schöpft gleichsam aus dem Fundus menschlicher Weisheit, aus dem religiösen Erbe der Menschheit, das nicht durch politische oder ethnische Instrumentalisierung in den rein binnenkirchlichen Bereich abgedrängt werden darf, sondern in der Nachhaltigkeit als für die Menschen als geltend anerkannt werden müsste, so auch für die moralischen Grundlagen aller Gemeinwesen. Das Verhältnis von Glaube und Vernunft und ihre Bedeutung für den heutigen Menschen hat für den Fundamentaltheologen Josef Ratzinger immer eine zentrale Rolle gespielt. Auch in den Jahren seines Pontifikats kamen immer die Grundlagen des Glaubens zur Sprache, was in den Enzykliken einen lehramtlichen Ausdruck bekommen hat, nämlich Deus Caritas Est, Spe Salvi, beschreiben einen Gott, der schöpferische Vernunft ist und zugleich Vernunft der Liebe. Vielleicht gehört der Verlust des Wahrheitsbegriffes zum eigentlichen Kern der Moderne. Es gibt sie nicht und wenn, dann ist sie nicht erkennbar oder nur in ihrer individuellen Erscheinung. Was ist für mich wahr? So die Frage, die heute hauptsächlich gestellt wird. Also eine Reduzierung der Wahrheit auf persönliche Wahrnehmung aber verschließt dem Menschen die Möglichkeit, das Ganze zu sehen und er bleibt Gefangener in seiner Selbstkonstruktion. Theologie und Glaube aber versuchen die inneren Zusammenhänge des Seins zu erfassen und zum Wesen allen Seins vorzubringen. Wer möchte nicht wissen, wer er ist oder was der Mensch ist? Wie hat er sich zu verhalten und so weiter. Deshalb ist der Glaube in der modernen Welt Hüter der Sensibilität für die Wahrheit, ein Hüter, der den Zusammenhang aufzeigt zwischen Glaube, Vernunft und Wahrheit im Heute. Damit verbunden ist aber auch die Frage, auf welche Weise kann dies geschehen? Wie kann der Glaube mit seiner Vernunft der modernen Geisteshaltung seine Relevanz vermitteln? Begründet in ihrem Auftrag, das Wort Gottes zu verkünden, ist der Kirche die Chance auch zu einer Dialogstruktur mit der Gegenwart gegeben. Das Predigen in der Kirche darf nicht der einzige Ort sein, sich mit der Moderne auszutauschen.
Wortmeldungen zu ethischen Fragen, zu Rechten und Pflichten der Menschen, um ein gelingendes Gesellschaftsmodell zu entwickeln, dürfen nicht vergessen werden. Suchen wir den richtigen Weg des sozialen Miteinanders, dann gehört die Lehre der Kirche, des Glaubens in den öffentlichen Diskurs. Genauso wird auch Raum sein müssen für die Anfragen der Moderne mit ihren sich stets wandelnden Ansprüchen an den Menschen innerhalb der Kirche und der Theologie. Die Vernunft des Glaubens betritt den öffentlichen, das heißt den alle Menschen angehenden Bereich ethischer, letztlich menschlicher Verhaltensregeln. Sie wird dadurch zur Stimme der moralischen Vernunft. Am Ende steht der Versuch, in einem Satz eine Synthese des sicher nur mangelhaft Vorgetragenen zu geben. Mir scheint der entscheidende Punkt zu sein, der Verlust der Wahrheit, der es Religionen in der ganzen Welt so schwierig macht, Gehör bei den Menschen auch in Zukunft zu finden. Ich spreche natürlich aus den Erfahrungen in Deutschland, wo es eine ungebremste Loslösung von der Kirche gibt. Aber die Frage nach der Wahrheit ist eine Frage nach Gott. Gibt es keine Wahrheit, gibt es keinen Gott, dann sind wir beim Relativismus, beim Anything Goes, bei der Willkür angekommen. Der vernünftige Glaube und die Vernunft, die sich nicht scheut, Religion anzuerkennen, sind aufgerufen, der Moderne unserer Zeit die Facetten des Menschseins als Homo politicus und als Homo religiosus wieder in Erinnerung zu rufen, sie wieder zu bergen aus der Überschüttung durch die erdrückende Oberflächlichkeit gegenwärtiger Sinnlehre. Vernunft und Wahrheit sind die Elemente für den Bau der Zukunft. Vernunft, Wahrheit, Glaube und Frieden sind daher auch ein weiteres Koordinatenfeld, das sich den Überlegungen des Menschen erschließen muss, wenn er die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt analysiert und aus der Analyse heraus bewältigen will. Religiöse Toleranz heißt nicht, die Pathologien der Religion zu akzeptieren, heißt aber auch nicht, die rein menschlich konstruierte Vernunft der Vergeltung als Mittel zur Problemlösung heranzuziehen. Viele Brennpunkte wären gelöscht, wenn Vernunft und Glaube sich im gemeinsamen Ringen um die Wahrheit, das Schöne und das Gute vereinen würden. Diese Form der Abstraktion, der Alltäglichkeit, befreit den Menschen aus dem Zwang der Aggression und der Rache und hilft ihnen, Frieden als ein Produkt der Wahrheit, der Vernunft und des Glaubens zu erkennen. Schließen möchte ich mit einem Zitat aus der nicht gehaltenen Rede an der Römischen Universität La Sapienza, die viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Darin entwickelt Benedikt XVI. Eine Art Selbstbeschreibung des Papstes in seinem Bezug auf seine Verantwortung für die Vernunft, die Wahrheit, den Glauben und das Heute. Ich zitiere: Was hat der Papst an der Universität zu tun oder zu sagen? Er darf gewiss nicht versuchen, andere in autoritärer Weise zum Glauben zu nötigen, der nur in Freiheit geschenkt werden kann. Über seinen Hirtendienst in der Kirche hinaus und vom inneren Wesen dieses Hirtendienstes her ist es seine Aufgabe, die Sensibilität für die Wahrheit wachzuhalten, die Vernunft immer wieder neu einzuladen, sich auf die Suche nach dem Wahren, nach dem Guten, nach Gott zu machen und auf diesem Weg die hilfreichen Lichter wahrzunehmen, die in der Geschichte des christlichen Glaubens aufgegangen sind und dabei dann Jesus Christus wahrzunehmen als Licht, das die Geschichte erhält und den Weg in die Zukunft zu finden hilft. Vielen Dank.